Irgendwie finde ich das fies. Die wissen genau, dass ich nicht dort rausgehe. Und gleich baddelt es immer weiter. Leck, was hat denn der IQ jetzt plötzlich? Auf einmal fängt der IQ wie wild mit den Armen an zu winken. Er schreit der Maggie irgendetwas zu, aber sie kann es nicht verstehen. Er winkt und zeigt auf irgendetwas im Wasser. Jetzt hat auch der Benny entdeckt, was der IQ schon vorne gesehen hat. Ich höre euch nicht, kommt zurück! Auf einmal fangen die beiden wie wild an zu paddeln, und zwar in Richtung Küste, direkt zurück auf Maggie zu. Ah, zum Glück. Endlich kommen sie wieder zurück. Aber was haben sie echt dort draussen entdeckt? Maggie, du glaubst schon, dass wir gerade entdeckt haben? Dort draussen. Dort, wo wir vorhin gerade im Surfbreak waren. Dort hat es Dutzende von Holzkisten, die im Meer geschwommen sind. Ja und? Was ja und? Das ist voll krass! Eine Katastrophe! Mann, Benni, beruhig dich wieder. Du solltest deinem Schwesterherzli vielleicht zuerst einmal noch sagen, was in dieser Kiste drin war. Klar, Mann, hast recht. Dort draussen schwimmen Holzkisten. Alle sind ziemlich gross und massiv gebaut. Ja, wir haben uns... Also, ich habe mir zuerst nicht weiter dabei gedacht. Es hätte ja einfach verlorene Fracht können sein. Aber eine von diesen Kisten war offen. Der Deckel war zwar vernagelt, aber irgendwie ist bei dieser Kiste wahrscheinlich der Deckel ein bisschen abgedeckt. Ja, komm endlich zum Punkt. Mann, bin ja schon dran. Lass mich doch endlich mal ausreden. Eben, so hat der Deckel halt nicht mehr richtig gehabt und man konnte reinsehen. Und ich habe reingeschaut und dreimal raten, was dort drin war und immer noch ist. Sprengstoff, Maggie, Sprengstoff. Was? Sprengstoff? So ein verfluchtes Hurenöpfelpitschki. Musst du mir immer die Pointen abnehmen? Granaten, um genau zu sein. Ja, Granaten und Sprengstoff. Vermutlich vom Militär. Shit, was machen wir jetzt? Ja, ich habe das Gefühl, wir müssen unbedingt die Polizei einschalten. Weißt du, wie gefährlich das ist, wenn die Kisten auf die Küste getrieben werden? Boah, das wäre ein bekackter Hureneiersalat. Weil dann vermutlich der ganze Strand müsste gesperrt werden. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe ein paar von diesen Sprengkörpern schon mal in meinem Magazin für militärische Taktik und Strategie gesehen. Ich vermute fast, dass einige davon mit Aufschlagzündern versehen sind. Und das kann uns niemand garantieren, dass die nicht scharf sind. Bla bla, fertig Quatsch, los, gehen wir. So schnell wie es noch können, schwimmen sie an den Strand zurück. Sie legen sich an und bringen die Surfbretter am alten Sam. Das ist der Besitzer von einem Bootsverleih, gerade am Rand der Straße, die oberhalb der Küste entlang führt. Dann machen sie sich mit ihren Velos ab auf den Weg Richtung Chill Factory. Wo sie vor einem Jahr beschlossen haben, sich einen Namen zu geben, haben sie sich auch gerade noch auf die Suche gemacht nach einem Versteck, an einem Unterschlupf, wo sie ihre geheimen Besprechungen abhalten können